Am 10. Oktober 1920 hat in Kärnten eine historische Volksabstimmung stattgefunden. Die Bewohner des damals unter jugoslawischer Verwaltung stehenden Südkärntens haben sich mit 59% für die Angliederung an die Republik Österreich entschieden. Zum 100. Jahrestag haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der slowenische Präsident Borut Pahor Einigkeit demonstriert. Historisch gesehen war diese Maßnahme der Alliierten, glaube ich, richtig, nämlich die Bevölkerung zu fragen, wollt ihr lieber Teil der jungen Republik Österreich sein, also Kärntens, oder wollt ihr lieber dem sogenannten SHS-Staat südlich Kärntens angehören? Und die Bevölkerung hat sich damals mehrheitlich für den Verbleib bei der jungen Republik Österreich entschieden, was ich sehr interessant finde, weil ja außerhalb von Kärnten die Sorge groß war, dass dieser Staat überhaupt nicht lebensfähig sein wird. Aber hier gab es eine Gruppe, die gesagt hat, ja, wir wollen da bleiben. Natürlich stellt sich die Frage, warum sich die Slowenen damals gegen den Anschluss an das Muttervolk innerhalb des SHS-Königreichs entschieden haben. Ich glaube, dass das grobe, unangemessene und oftmals unvernünftige militärische Verhalten der Armee dazu beigetragen hat. Sie verstand nicht, worum es ging und sprach die Slowenen auf Serbisch an. Diese wiederum verstanden die Armee nicht, die Sprache und die Argumente. Das Votum wurde in der Folge von der deutsch-national dominierten Kärntner Landespolitik umgedeutet. Eine brutale Assimilierungspolitik ließ die Zahl der Kärntner Slowenen massiv schrumpfen. Es ist, glaube ich, unbestreitbar, dass der offizielle Umgang mit der slowenischen Minderheit in Kärnten über Jahrzehnte nicht befriedigend war, um es milde auszudrücken. Aber andererseits bin ich sehr froh, dass es jetzt viele Zeichen gibt, die für eine Entspannung und für eine deutliche Verbesserung der Lage sprechen, nämlich die Zunahme der bilingualen Schulen, die bilingualen Kindergärten, die sich eines hohen Zuspruchs freuen, und zwar nicht nur von den Menschen slowenischer Muttersprache, sondern auch von Menschen deutscher Muttersprache. Van der Bellen bedauert den Rückgang der Kärntner Slowenen sehr und hofft auf eine Trendumkehr. Sein Amtskollege Pahor sagte, dass auch Slowenien eine Pflicht zum Schutz der deutschsprachigen Volksgruppe habe. Mit Pahor wird heuer bei der Jubiläumsfeier erstmals ein slowenischer Präsident am Volksabstimmungsgedenken in Klagenfurt teilnehmen. Er sieht es als Schwimmen gegen den Strom. Es ist ein Beharren darauf, dass wir zusammen sind und nur gemeinsam die großen Probleme lösen können und dass wir auf unseren Gemeinsamkeiten aufbauen müssen. Gewisse Dinge können uns bis in alle Ewigkeit spalten, wenn wir immer nur darauf aufbauen. Wenn wir auf dem aufbauen, was wir gemeinsam haben, wird uns das verbinden. Darum geht es bei all diesen Feiern und meinen Entscheidungen. Ich hoffe, dass auch dieses 100-jährige Jubiläum jetzt ein Zeichen dafür ist, dass wir die Vergangenheit ernst nehmen, aber jetzt die richtigen Konsequenzen daraus ziehen.